Und ab geht's wieder für die Woche mit unserem Kassettenschmerz. Am 4. Dezember, einen Tag vor Nikolaus oder 2 Tage vor Nikolaus, habe ich bis heute noch nicht kapiert, wann wer wo Nikolaus feiert. Aber mir soll es wurscht sein, solange ich eine Socke voll kriege. Das schaffe ich aber in der Regel auch ohne Nikolaus. Ja, es ist wieder Viva la Mobilisation Kassettenschmerzzeit. Ich bin wieder mal allein und bin gespannt, ob es jetzt dann irgendwelche Leute reinschwappt, weil nämlich die zauberhafte Einrichtung hier halt nicht funktioniert hat und die blöde Stream bis vor kurzem auf privat gestanden ist. Aber da ist schon wieder der erste da mit einer dicken Kartoffel. Javier Marquez, Servus Kane, Servus hier, Kartoffel zurück. Du bist gleich der Marquez ist gleich der Sesselberger, Sepp. Schön, dass du da bist, schön, dass du da bist. Für die gibt es natürlich halt wieder Boglamon, gell? Hier ganz wichtig, Boglamons, Mega-Entwicklung. Und One Piece, aber diesmal OP10, da OP8 mir auf die Nüsse geht und ich alles doppelt und dreifach habe, seither. Aber ich glaube, das letzte Mal war sogar tatsächlich eine drin, die ich nicht gehabt habe. Ich weiß es nicht mehr sicher. Sesselsepp ist hier, ja, 6, das habe ich gewusst. Habe ich noch merken können vom letzten Mal, weil ich bims eins Hund. So, ich hätte unglaublich viel Trailer zum Herzeigen, darf man aber natürlich wieder nicht, ihr wisst es, sonst nichts Koletten für mich. Aber jetzt sage ich natürlich in meiner endlosen Vorbereitungsweisheit zumindest die Poster, die es dazu gibt und verliere ein, zwei kleine Wörtchen dazu. Ja, fangen wir an mit Mother Mary, kommt nächstes Jahr im Frühling raus. Und mit der Anne Hathaway, wie man das sagt. Und schaut sich mir den Trailer an, der schaut verrückt aus. Bei mir löst er ziemliche Black Swan-Vibes aus. Mal schauen, schreibt es dann in die Kommentare, wie es euch mit dem Ding geht. Schaut crazy aus. Und ja, es steht A24 drauf, da müssen wir immer nicht viel mehr sagen. Gell. Dann, was haben wir noch für einen Trailer rausgekriegt? Obsession. Ist mehr ein Teaser, der rausgekommen ist. Man sagt, unser Hauptcharakter, glaube ich zumindest, dass es der Hauptcharakter ist, der im Auto sitzt und einen Anruf macht und da sehr dubiose Fragen stellt und dubiose Antworten kriegt. Ist, glaube ich, auch Blumhouse-Produktion, B.I. Wild, Haberdere. Blumhouse-Produktion, glaube ich, zumindest gelesen zu haben. Und der Teaser ist für mich aber ziemlich cool umgesetzt, weil er mir auf alle Fälle sehr neugierig gemacht hat, was mir dieser Schweinsfilm wohl erzählen wird oder will. Mal kicken, schaut eine in Obsession und sagt mal, wie euch der Trailer gefällt. Dann ein kleines Highlight für mich, was es am Trailer gab diese Woche, denn Radio Not 2, Here I Come hat seinen ersten Trailer gekriegt. Double or Nothing, geiler Cast mit Elijah Wood auch dabei und der Sarah Michelle Gellar und der Trailer schaut wirklich wieder richtig geil verrückt aus. Fängt den Flair von Teil 1 ziemlich gut ein und lasst zumindest vermuten, dass Fans von Teil 1 auch Fans von Teil 2 werden. Genau. Was haben sie uns noch ausgeballert? Einen neuen Trailer zu The Bone Temple, 28 years later, Fortsetzung, Angst ist der neue Glaube. Ich bin echt froh, dass diese Trailer, ich glaube, das ist jetzt der zweite dazu, bisher überhaupt nichts von dem widerspiegeln, was diese Sequenz, diese Schlusssequenz vom ersten 28 years later noch gezeigt hat, weil dann, keine Ahnung, müsste dann nicht Bone Temple, sondern New Kids featuring Power Rangers heißen. Der Trailer schaut ziemlich düster aus, hat ein paar coole Shots schon mit drin und coole Einstellungen. Und ich bin gespannt, wo uns der hinführt. Ich habe nur einmal eine Szene drin. Da wird dieser Super Alpha vom Ralph Fiennes, wie der Corby sagt, ein bisschen antatschelt. Und ich hoffe sehr, dass er in dem Moment betäubt ist und wir hier nicht auch noch eine Domestizierung der Infizierten aus 28 Days, Weeks und Years later kriegen, wie es ja manche andere Monster schon ergangen hat. Siehe jetzt hat Alien Earth oder alle Dinosaurier dieser Welt beim Chris Pratt. Aber Trailer selber schaut cool aus und ich habe schon mal Bock drauf. Wer da mal wieder Bock auf stupides Rumgebolze hat, für den kommt dann nächstes Jahr am 30.01. was raus. Denn unser aller lieber Jason Statham kommt wieder mal als Ein-Mann-Armee zurück und schießt sich quer durch irgendwo, weiß ich nicht, er lebt irgendwo zurückgezogen
allein versteckt und irgendein junges Dirndl, wie man da auf dem Poster schon sagt, kommt zu ihm und dann, glaube ich, wird er durch das entdeckt, soweit ich den Trailer jetzt da interpretiert habe und muss sie dann, ist eigentlich schon gesucht und schon länger verschwunden gewesen und dann muss er sich da überall durchschießen. Es ist irgendwie so die altbekannte Formel vom Stetson, er allein gegen alle. Und diesmal hat er schon einen längeren Bart. Das ist, glaube ich, neu. So bärtig hat man sonst noch nicht gesehen. Schaut noch nichts Besonderes aus, aber für das simple Zwischendurchgebolze kann es ganz cool sein. Ja, und jetzt ein brutales Poster, nämlich The Strangers Chapter 3. Kommt ja nächstes Jahr, ich glaube, ab 6. Februar ist Kinostart. Mal schauen, ob es bei uns auch einen Kinostart gibt, zumindest bei uns im Land hier. Trailer schaut relativ nichtssagend aus, muss ich sagen. Teil 1 war ganz gut, fand ich jetzt. Also Chapter 1 war jetzt ganz gut. Ich glaube, Teil 2 ist nicht so gut angekommen, habe ich noch nicht gesehen. Aber für alle, die noch nicht gesehen haben, Momento, ich habe hier einen Zettel wieder vor. Chapter 2 ist ab morgen physisch zu erwerben. Also kauft euch The Strangers Chapter 2, stellt es ins Regal, weil eine physische Sammlung ist eine schöne Sammlung. Und dann seid ihr vorbereitet für Teil 3 im Februar. Gut. Ein Trailer, den ich leider noch nicht sehen habe können, weil der bis jetzt zumindest bei mir noch nirgends aufgeploppt ist der finale Trailer zu A Night of the Seven Kingdoms. Das geht ja jetzt nächstes Jahr im Januar los mit dem Dingerling hier. Und ja, schaut mal, halt die Augen offen, weil der Trailer, der kann jetzt dann halt irgendwann droppen, wie man jetzt sagt. Fett gedroppt. Was natürlich richtig cool war, ist jetzt sind die ersten 2 Poster zu The Boys Staffel 5. Wir haben da einmal, also es schaut nach ultimativem Chaos aus, wenn man sich das da so anschaut. Butcher hier vom Wortgebäude und ja, Homelander einfach mal über der Welt. Alles brennt, überall explodiert. Ich bin gespannt, wie es eskaliert. Dieses Ding, die hat man jetzt, ich glaube, Comic-Con in Brasilien müsste jetzt gerade sein. Da haben sie diese Poster gezeigt. Unter anderem, ich hätte überlegt, ob ich es echt sage, aber ich habe dann keine Lust nicht gehabt. Sie haben nämlich auch mehrere Aufnahmen vom Supergirl-Anzug gehabt. Aber ganz ehrlich, wer den neuen Superman-Film gesehen hat und Supergirl da in der was die Mid-Credit-Scene, was nicht mehr, gesehen hat, der weiß zu 87,649% genau, wie dieser Anzug ausschauen wird. Darum haben wir gedacht, sparen wir die Zeit, also die Beutel jetzt nochmal extra raussuche. Wer richtig neugierig ist auf Supergirl, ihren neuen Anzug, der guckt selber, ne wahr? Der tut das selber gucken müssen. Wo es aber richtig geil ist, was sie gesagt haben in dieser Comic-Con, ist das erste Poster zu Spider-Noir mit Nicolas Cage. Aha, da schaut's her. Spinnfetten da herum, weißer Spider-Man, brauchst du Spinnfetten. Ist jetzt rausgekommen, dass die Serie wird anscheinend in Schwarz-Weiß und in Farbe veröffentlicht. Und Nicolas Cage spielt scheinbar nicht den Peter Parker. Das ist ja schon mal spannend, was da dann im Busch ist, was dann wer wie spielen tut. Ja, Knädelwurzler, Habitäre. Hast du schon mal durchgeschaut? Kruzifix. Immer das Gleiche mit euch. Immer das Gleiche. Mal kurz mal ein bisschen mein Gekritzel hier checken. So, dann, Poster, richtiges Posterkasaler hier. Noch ein Poster zu The Beauty, eine neue Serie, die unter anderem der Ryan Murphy mitproduziert und ab nächster Januar auch über Disney Plus dann verfügbar sein sollte. Trailer auch schon heraus dazu. Und ich persönlich muss sagen, wenn irgendwo Ryan Murphy draufsteht, dann habe ich da instant Bock drauf und werde mir das wahrscheinlich auch hundertprozentig anschauen. Darum freue ich mich da jetzt schon mal drauf und werde erst danach maulen, sollte es doch nicht so gut sein. Aber wie gesagt, bisher hat mich von Ryan Murphy noch nichts enttäuscht. Na, ich bin zwar jetzt nicht ein hundertprozentiger Fan von der 3. Staffel Monster, aber enttäuscht war ich den noch nicht. So, jetzt war ich dann irgendwann schon langsam zu faul, dass ich lauter Beutel für euch ausgesucht. Aber das kriegen wir so hin. Mir war ja, schaut her, mir war ja. Aber trotzdem sitze ich da und werk wie ein Schwein für euch. Werk wie ein Schwein. Was aber noch? Erste Info vom, wie heißt der Jeremy Allen White, glaube ich, heißt der, oder? Von The Bear, Staffel 5, Dreharbeiten sollen jetzt im Januar beginnen. Der hat uns darauf gefreut, dass die vielleicht sogar noch Ende nächsten Jahres kommt. Mal gucken.
Und dann habe ich jetzt endlich mal erste Infos zu der God of War Serie, die ja dann auf Prime kommen soll, nämlich der Frederick E.O. Toy, ich glaube Toy spricht man einfach, soll Regisseur werden und der hat hier auf seiner Vita, wenn wir da schauen, brutale Sachen schon stehen, eben unter anderem Fallout, Shogun, The Boys war da schon dabei, Terminalist, Sie war auch eine überwiegend gute Serie, Walking Dead, Evil, voll geil, Watchmen, also der Typ hat wirklich in sehr, sehr hochwertige Serien schon mitgewirkt und wenn der da jetzt halt auch bei der God of War Serie mit wurstelt, dann bin ich da schon mal sehr guter Dinge. Ansonsten gibt es leider noch nicht viele Infos, außer dass man eben weiß, dass sie ja gleich 2 Staffeln bestellt haben und dass sie in der Pre-Production gerade ist, steckt, dieses Ding. Das, ansonsten keine Casting-News, gar nichts. Gibt es vielleicht schon irgendwelche Wunschcastings zu, wer einen Kratos oder so spielen soll? Das war interessant. Wer soll einen Kratos spielen? Jason Momoa. Wenn einer Jason Momoa schreibt, dann schlag ihn ein. Ich mag ihn zwar gern, aber er spielt halt gefühlt irgendwie einfach alles. Überall. Überall ist der Kretin. Jason Momoa ist aber ein gutes Stichwort, denn wir haben ihn ja schon bei Fast and Furious gehabt und einen Regisseur aus der Fast and Furious Reihe, der sehr früh, glaube ich, bisher Fast and Furious Teile gemacht hat, der Justin Lee, ist jetzt als Regisseur für den Helldivers-Film bekannt gegeben worden. Ich habe Helldivers nicht gespielt, dafür eine Handvoll Fast and Furious Filme geschaut. Und was hat er denn für Fast and Furious gemacht? Beim 10er gerade noch Produzent. Produced by. Das wird es zum Schauen. Auf alle Fälle ist der gute Herr jetzt ein Regisseur für den Helldivers-Film, also noch eine Spieleverfilmung, die wir kriegen. Und wir haben sogar noch eine dritte hier heute dabei, nämlich Sonic. Sonic kriegt aktuell noch keinen vierten Teil dafür, ein Spin-off für 2028 angesetzt, aber wir wissen noch nicht, um welche Figur das es gehen wird in dem Sonic Spin-off. Da ist nichts dabei gestanden, nur dass es jetzt mal eine Kosmos-Erweiterung geben wird. Dann, was haben wir hier noch? Was zeige ich als nächstes? Muss ich mal schauen. Ab 13.01. gibt es HBO Max in Deutschland. Aha, aha. Da darfst du dann eigentlich gar werden schon langsam mit Wow. Weil ich glaube ja auch, dass sie Paramount Plus hat sich, glaube ich, auch einige Fußballrechte jetzt noch zusätzlich geschnappt. Und dann HBO Max wird dann wahrscheinlich auch bei uns ihre Produktionen irgendwann in naher Zukunft selber veröffentlichen. Ja, 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 das schaut traurig aus für Wow. Mal gucken, mal gucken. Netflix, das ist ein cooles Ding auf alle Fälle, weil ich bin großer Fan von dem Film Casino und Netflix hat jetzt eine 8 Folgen lange Serie zu Casino bestellt. Und mit dabei an Bord auf alle Fälle auch der Martin Scorsese und die beiden Billions-Schöpfer Brian Koppel sowieso und David Livian. Und damit hat man ja wirklich übermächtige Regisseure, Produzenten, Schreiberlinge und so weiter schon mit an Bord. Köstliches Wasser. Köstlichstes Wasser. Und eine weitere Reihe, die wiederbelebt wird, Paranormal Activity, kommt zurück mit keinem anderen als James Wan als Produzent. Blumhouse und sein, ich glaube, Atomic Monster heißt das sein Label, haben sie da jetzt zusammen da und er wird Produzent für ein neues Paranormal Activity Abenteuer. Gibt es übrigens ein Halloween-Special für uns, wo wir alle Paranormal Activity Filme besprechen, angucken oder anhören. Kann man das auch gucken? Haben wir wieder ein Video gemacht? Ich weiß nicht mehr. Und Casting News haben wir wieder mal Scarlett Johansson dabei. Die Frau ist überall aktuell und sie ist jetzt im Gespräch, dass sie eine Rolle in The Batman 2 übernimmt. Dafür soll Zoe Kravitz als Catwoman nicht mehr zurückkommen. Naja, ist mir persönlich, muss ich jetzt ehrlich sagen, wurscht, ob die als Catwoman wieder kommt. Der Arc war ja mehr oder weniger irgendwie ein bisschen auserzählt, sogar schon nach dem ersten Teil, da die sagen, also das kann man so stehen lassen, dass die abdampft ist und mit der Scarlett Johansson dann irgendeine Person of Love Interest kommt oder so. Ich weiß es nicht. Man weiß ja noch nicht, für was dass sie im Gespräch ist, nur dass es soweit ist. Dann haben wir noch eine Verlängerung, nämlich Jet Powers mit dem Glenn Powell geht in eine zweite Runde, in eine zweite Staffel. Habe ich bisher noch nicht gesehen,
aber es wird allgemein relativ positiv aufgenommen, die Serie. Kann nicht so schlecht sein, wenn sie so eine zweite Staffel verlängern, dann muss gelangt haben von die Leute. Und die positivste Überraschung der Woche für mich ist die Info, dass Avengers Doomsday endlich wieder mit mehrere gebaute Sets arbeiten mich. Also kein Greenscreen Overload, sondern endlich wieder mal handgebaute, schöne Sets. Und da freue ich mich schon sehr, wenn das Ganze mal wieder ein bisschen so ausschaut nach dem ersten Avengers, weil da hat man sich auch noch gesehen, dass viele Sets gebaut waren und das einfach cool ausgeschaut. Oder wie es jetzt in die letzten Filme war bei Thunderbolts, glaube ich, habe ich es eh gesagt in der Folge, dass es da auch so eine schöne Wirkung aus perfekt zusammengefügten CGI und Practical Effects ist. So, wer ist jetzt da noch gekommen? Der Jojo Hoppateri. Ja, Bier habe ich keins, aber ich habe hier köstliches Leitungswasser. Zoe Kravitz hat passt, stabil Casting. Ja, also in dem Film war es super, da kann man nichts sagen im ersten der Batman. Aber wie ich gesagt habe, geht mir jetzt auch nichts ab, wenn die als Figur im zweiten Batman nicht dabei ist. Bei The Batman ist mir, bei The Batman 2 ist mir wichtiger, wer wird der Gegenspieler. Das ist mein absolutes Wichtigkeitskriterium. Ja, so heißt das Wichtigkeitskriterium. Braucht keiner irgendwie zu sagen. Dieses Wort gibt es ab sofort. Aber nächster kriegen wir erstmal Clayface. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Einen mit sehr viel Practical Effects gemachten Body-Horror-Film sollen wir da ja kriegen. Bin ich gespannt. Riddler wäre schön. Howdy, hi, was ist denn mit dir? Hast du überhaupt den ersten Film gesehen? Das Schlimme war, ist wahrscheinlich, dass du auch noch ernst meinst. Ich möchte endlich mal einen Gegner sehen, den wir noch gar nicht gehabt haben. Das war einfach mal schön. Das ist irgendwie einen komplett neuen, eben jetzt wie dieser Spin-off-Film im Clayface, den hat man noch keinen Film gesehen. Einfach mal einen Gegner, das Batman-Universum hat so viele geile Gegner, so viele geile Charaktere, so viele gestörte Figuren, die man geil ausarbeiten kann. Also sollen sie mal tiefer in die Batman-Gegenspielerkiste greifen. Das war's schon an News, Leute. Waren wir fleißig, schön schnell durchballert hier, das ganze Ding. Drum kommen wir jetzt zu die Streaming-Releases der Woche. Was habe ich so gefunden? Was könnte interessant sein? Ich mache das gerade immer so nach Gefühl, weil so Dinge eben werde ich jetzt nicht verzeihen, dass, was weiß ich glaube, die zwei Staffeln Hunter sind die Woche auf Netflix gewandert und dafür ist Knives Out auf Prime gewandert. So ein Scheiß werde ich nicht verzeihen, interessiert mich nicht. Und hat euch somit auch nicht zum Interessieren. Das einzig Wichtige, oder deswegen suche ich nur Sachen raus, die überwiegend plattformexklusiv sind erst einmal und einigermaßen interessant klingen. So wie jetzt halt auf Netflix die Woche rausgekommen ist, die Sean Combs Doku, die anscheinend vom 50 Cent gleich produziert wird, wo da worden ist. Genau das kann ich dazu jetzt noch nicht sagen, weil ich habe es noch nicht angeschaut. Ich werde es aber anschauen und bin gespannt, wie viel Babyöl das wir bei dieser Doku brauchen werden. Und Troll 2 ist gekommen, die Fortsetzung zu den übergrandios tollen ersten Teil. Ich habe noch gesehen, aber trotzdem kann der Gegner der Riddler sein. Gleich was allerdings auch gehört. Ja, natürlich kann es sein. Natürlich. Aber lass mich in Ruhe. Ich mag halt keinen Riddler. Ich mag auch nicht einen Joker da haben, auch wenn sie ihn ja da schon ein bisschen angeteased haben und so. Die möchte ich lieber ein bisschen so als Randfiguren lassen, es mir eingehen, dass vielleicht irgendwo werken oder im Arkham umeinander werken oder von mir aus am Schluss ausbrechen, aber ich möchte endlich mal, wie vorher gesagt, eine neue Figur, also Haupt mit dem Riddler. Dann Paramount hat eine neue South Park-Folge rausgehauen. Da bitte reinschauen. Die neue Staffel South Park ist Weltklasse und wirklich unglaublich perfekt, wie sehr sie diese amerikanische Zeit durch den Dreck zieht. Ja, das stimmt. Animated Series, die ist wirklich Oberwelt. Da kommt so schnell eh nichts ohne. Dann ab morgen auf Prime die neue Spartacus-Serie House of Ashur. Spin-off mit dem, wo es dann eben über diesen Ashur geht, der ja dann mal ja irgendwann der Böse auch war bei der alten Spartacus-Serie. Und ich habe ein Video gesehen, wo die haben sie anscheinend die ersten 2 oder 3 Folgen haben es im Kino gezeigt und die Reaktionen von den Leuten gefilmt. Naja, man weiß natürlich nie, wie viel ist da echt und bla bla bla, alles ist schon gut. Aber die Reaktionen daten darauf schließen lassen, dass es wieder sehr, sehr blutig und brutal zugeht. Da habe ich auf alle Fälle dann schon wieder Bock drauf, weil ich fand die Spartacus-Serie geil in ihrer Eskalation, egal in welche Richtung das Eskalation in der Erotik und im Sex oder in der Gewalt war. Es war alles so überstylisch dargestellt und so schön zum Anschauen, dass, obwohl es teilweise widerlich war, vor allem diese Orgien, wo es mit Essen und Wein abschütten und gleichzeitig wird umeinander gemaust, sondern du denkst, ja, ich weiß nicht, ob das so appetitlich ist, aber es schaut geil aus.
Weird Boner Alert. Also das gibt ja echt diesen Weird Boner Alert. Ab morgen auf alle Fälle auf Prime sollen 10 Folgen werden. Und so ein kleines Ding von mir, was ich jetzt so gesehen habe, ein neuer Comic, der jetzt über Panini rauskommt, nämlich Daredevil, ein kalter Tag in der Hölle. Und da habe ich ein bisschen eingespitzt und wer was mit Comics anfangen kann, sollte sich den vielleicht holen. Wir haben da ähnlich wie bei oder Old Man Logan, einen alten Daredevil. Ich glaube, er hat seine Fähigkeiten verloren und geiler Zeichenstil. Die Geschichte schaut cool aus. Er musste da dann eben noch mit durchkämpfen, obwohl er schon 100.000 Jahre alt ist. Sollte man vielleicht, wer was mit Comics anfangen kann, wer ab und zu rein lunzen möchte, sollte sich diesen Comic schnappen. Wir machen das Nachrichtensprecher die ganze Zeit, ohne dass einmal einen Schluck dringend. Kann ja nicht sein, oder? Naja. So, und ein paar physische Releases habe ich wieder mit euch dabei, weil der ein oder andere ist einmal ein Sammler hier unter uns. Und deswegen haben wir gedacht, verzeih euch, was es zum Kaufen gibt. Letztes Mal habe ich es gleich vergessen. Naja, drauf geschissen. The Strangers Chapter 2 habe ich euch schon gesagt, gibt es ab morgen. Genauso gibt es ab morgen, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Die 225er Fassung jetzt hat. Mit einem schönen Steelbook auch. Das schaut echt nicht schlecht aus, auch wenn der Film scheinbar nicht so toll sein soll, aber dafür ist das Steelbook schön. Dann kaufen wir uns das halt gerade wegen der Optik. Dann haben wir noch The Death of Snow White. Den gibt es schon ab heute, nur in der Amaray. Und ja, so alte Märchengeschichten und Disney-Sachen und so weiter in der Horrorgewand stecken, ist ja schon immer gut gewesen. Drum sollte man sich den auch auf die Liste schreiben. Der scheint nämlich auch ganz gut auszuschauen. Dann haben wir noch was für die Blutdurstigen unter uns, nämlich Killer Goats in 4 Mediabooks ab morgen. Da meine ich jetzt darum, dass jetzt habe ich den Namen vergessen, weiß ich nicht mehr, aber die kriegt da so ihr Traumhaus und da gibt es eine fette Party und dann gibt man uneingeladene Gäste, die dann gleich mal auf sehr, sehr unschöne Art und Weise klar machen, dass diese neue Hausbesitzerin hier nicht erwünscht ist. Und zu guter Letzt haben wir dann noch Conjuring 4 ab heute und zwar auch wieder im schönen Steelbook. Ja, so Leute. Jetzt muss ich hier mal kurz Seiten aufrufen, damit ihr euch natürlich auch sagen könnt, wo es ab heute im Kino läuft und wie unsere Streaming-Charts von Woche her ausschauen. Das ist ja natürlich auch wieder ganz wichtig. Ach, der Dragon Cry ist da, CFX ein bisschen später, Return to Silent Hill Trailer, schon geil, oder? Ja, der stimmt, den hätte ich ja mit dabei haben können. Habe ich vergessen, aber ja, der ist auch gut. Schaut euch den Silent Hill Trailer an, habe ich Bock drauf und dann nochmal fette Kartoffel als Dankeschön für die edle Spende. Wir sind jetzt schon bei den Kinoreleases, Philipp. Du musst dann ein bisschen nachhorzen. So, Kinostart ab heute, oder? Warte, passen wir auf. Nein, 4. Ja, passt. Ja, Stromberg 2, wieder alles wie immer, ist endlich im Kino. Da bin ich schon sehr gespannt. Stromberg Beste. Aktuell sehen wir es ja live im Bundestag. Da sind nämlich einige Parallelen zu ziehen zu unserem Präsi-Chef, oder wie heißt der? Bundeskanzler, so heißt der. Dann Five Nights at Freddy's Teil 2. Eieiei, da gleich mal Hiobsbotschaft für den Philipp. Filmstartsbewertung 1,5 von 5 Sternen. Aber wobei schlechte Bewertungen bei Horrorfilmen von Filmstarts heißt in der Regel, dass der Film gut ist. Jetzt werde ich was sehen. Mal gucken, was der kann. Dann haben wir wieder André Rieu, Christmas-Konzert, Hans Zimmer, New Dimension, bla bla bla, lauter Mist. Hier Eternity mit der Elizabeth Olsen, Miles Teller und Callum Turner. Die kennt man alle. Jetzt wohin? Meine Reise mit Robert Habeck. What the fuck? Und ich wusste, dass so ein Film kommt. Sentimental Value, Royal Ballett, Nussknacker, Weihnachtsexpress, Latte Scheiß, Theresa, ein Leben zwischen Licht und Schatten, ein Biopic. Was sagt er? Was wird da geschrieben? Hab's schon gehört, wieder eher was für Fans, glaube ich. Ja, dann für mich eh nicht, da ich mit der Reihe überhaupt noch keine Berührungspunkte jemals gehabt habe, bis auf den ersten Film und der hat mich schon abgeholt. Was haben wir hier? Anime-Film, Exorcism Chronicles, The Beginning. Cool. Anime, mengen wir. Dann haben wir noch ein Drama namens Zweitland. 15 Liebesbeweise, Durandar, Adil Nazid. Hajduk, die Filme sparen wir in Zukunft, weil ich jetzt weiß ich nicht aussprechen, und zwar laufen die bei uns eh nirgends. Der geheimnisvolle Blick des Flamingos läuft noch. Weltkarriere einer Lüge, die Protokolle von Sion. Aufputzt ist ein Weihnachtsdebakel. Tata, Vater. Mutti, 12 Annäherung an das Altern.
Rebecca, Becky G, Immortals. Wow, da kennen wir so viele Filme in dieser Liste und ich denke mir nur, wo laufen diese Filme? Wo werden die irgendwie bekannt gegeben? Ich habe noch nie irgendwas davon gehört. Aber wir werden schon wissen, was treiben da im Kino. Gehen wir mal in die Streaming-Charts. Vom 21. bis 27. November, ihr wisst, wir sind mal ein bisschen hinten dran in dieser Liste. Jo, Platz 10, Stranger Things ist mit der ersten Staffel von Netflix. Dann aber Platz 9, The Secret Lives of Mom and Wives. Die dritte Staffel, Hulu, Disney Plus bei uns. Platz 8, Landman, die erste Staffel auf Paramount Plus. Platz 7, nur mit Paramount Plus mit Tulsa King, der dritten Staffel. Diesmal sind die Charts übrigens wieder ein bisschen durchgemischt, weil letztes Mal war es ja eigentlich fast überwiegend nur Netflix-Produktion. So, Platz 6, A Man on the Inside, die zweite Staffel auf Netflix. Platz 5 ist Absentia, die erste Staffel auf Prime Video. Jetzt haben wir Platz 4, Stranger Things mit der vierten Staffel auf Netflix. Platz 3 kehrt Paramount Plus, nämlich die zweite Staffel Landman. Und dann ist auf Platz 2 die fünfte Staffel Stranger Things von Netflix. Und auf Platz 1 ist The Beast in Me, die erste Staffel von Netflix. Dass da Stranger Things jetzt nicht auf Platz 1 ist wirklich sehr unerwartet. Sehr, sehr unerwartet. Ja, vielleicht warten dann manche noch bis komplett heraus ist und dann eskaliert es komplett. Wie lange muss es warten? Ich glaube bis Ende Dezember, oder wie es weitergeht. Was soll das Scheiß überhaupt? Nervt mich auch schon wieder. Nervt mich auch schon wieder. Aber coole erste 4 Folgen, muss ich sagen. Jetzt unboxen wir hier mal ein One Piece Royal Blood. Schauen wir mal, ob wir diesmal wieder reich werden, ob wir wieder ein paar finanzielle Polster jetzt aufbauen durch Unboxing von Trading Cards. Ich hätte wieder geschaut, zwecks Final Fantasy Magic Karten, aber irgendwie sind die aus. Keine Ahnung, wo die hingekommen sind. So, Chadros Hygeliges Brownbeard. Da weiß ich übrigens nicht, was ich davon habe oder nicht. Das ist zu lange her, dass wir OP10 geunboxed haben. Diamanti. Dann haben wir Heat and Wire. Die glaube ich habe ich noch nicht. Die kommt mir völlig unbekannt vor, diese Karte hier. Muki? Glaube ich, habe ich schon. Die kommt mir bekannt vor. Naja. 10 Layer Iglo. Eine Eventkarte. Ein Usopp Charakter. Dann haben wir einen Scratchman Apudi. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ich den schon habe. Ich glaube, da habe ich schon gesagt, wie toll, dass ich den Namen finde. Was wird da unten schon wieder gesagt? Hast du die 4 Folgen schon gesehen? Ja, Logo. Aber wenn das Steve stirbt, dann kündige ich das Netflix-Abo. Ja, nach Stranger Things 5, was möchtest du denn da noch mit Netflix? Da kommt ja eh nichts Gescheites mehr. Jetzt haben wir hier noch Room-Event an lose Fähigkeit. Ich müsste mal weiterschauen, dass ich auf dem aktuellen Stand bin. Aber das habe ich dann nicht Zeit bei Netflix aufholen. Baby 5. Jewelry Boni. So, dann haben wir hier jetzt wieder fette Shiny-Karten mit dem Enel, aber die Money habe ich auch schon. Enel, Shiny, Enel. Und noch eine Trafalgar Law Shiny Schiller Glitzerkarte. Die schaut wertvoll aus, die muss auf alle Fälle den Haufen Geld wert sein. Sonst richtig sauer. Mal gucken. Wenn es voll wert ist, schreibe es euch wieder in die Kommentare rein. Wenn es nichts herz, dann war es für die Katz. Und jetzt hat noch das, worauf der Sesselberger gewartet hat. Bogler Monsen unboxen. Da ist er jetzt also Legenden Z bis A rausgekommen, Bogler Mons. Und ja, man merkt irgendwie, dass zumindest Bewertungen, ich denke, mit Verkaufszahlen werden wieder passen, aber die Bewertungen sind nicht mehr so berauschend, wie sie sonst eigentlich waren bei neuen Pokémon-Spielen. Und das glaube ich jetzt schon die letzten Generationen, die letzten 2, glaube ich auch schon. Ich glaube, das letzte, was schon eher sehr positiv aufgenommen worden ist, war das Arceus, keine Ahnung. Aber jetzt das ZBSA ist auch nicht so, kommt auch nicht so gut an. Bin ich mal gespannt, ob sie es irgendwo umreißen, dass sie sagen, hey, müssen wir uns vielleicht wieder ein bisschen mehr Mühe geben. Naja, so, Hopplo mit einem stürmischen Kick. Stürmische Kicks immer in die Eier, wenn irgendwer perfekt und du sagst, der ist stärker als du. Snomnom, verstecken. Das machst du nach dem stürmischen Kick. Klebt die Fuchs, Fänge der Dunkelheit, da fällt mir kein Blödsinn ein.
Riolo, beschleunigter Stich. Sollte der Kick nicht helfen, dann was ich eh. Snitches get Stitches. Da wir natürlich nicht. Seltsamer Zeitmesser, der ist echt so seltsam, da kennen sie doch keine Sau mehr aus. Intellion, ausschalten und Wassertreffer. Mach mal so. Ninja Tom, brüchige Hülle und heftige Prügel. Heftige Prügel gibt's, wenn die Epofik, der nicht stärker ist als du, dann ist ja auch der Bann. Aber da haben wir natürlich eine die nicht. Wir sind Pazifisten. Jetzt tut sie ihr Glitzern tun, nämlich Monetigo mit Schnäppchenjagd und Tempoangriff. Da schaut's her. Wunderschön. Nochmal glitzern mit Gruff, Zertrampeln und Bodycheck. Und jetzt auch noch ein fettes Megabieser Floor EX mit Solartransfer und Dschungelhalde. Die ist auch wieder ein Haufen Geld wert, da Video ist. Ein Haufen Geld ist das Ding wert. Graskarte und das war's. Und das war's. Schöner Karten, da hast recht, das sind die schönen Karten. Schöner Boglermund-Karten. Das war's, Leute. Haben wir einen Kassettenschwanz für die Woche wieder geschafft. Warlex sind heraus seit Dienstag. Habt ihr es gesehen? Das ist eigentlich auch hören tun. Ist schon fleißig kommentiert worden. Es freut mich anscheinend, dass mein Friends Rage hat oder Friends Hate hat die Community gespalten. Zustimmung und Ablehnung habe ich gekriegt. Montigo übrigens das 1000. Pokémon. Ah, schon, ja, habe ich gar nicht gewusst. Aber das ist auch schon die Generation, wo ich die Viecher überhaupt nicht mehr kenne. Herzlich die Bolexo, seit Dienstag draußen. Heute nehmen der Mike und ich noch eine neue Folge für euch auf zu unserem Classics-Format und die ist dann aber auch wieder gratis. Nämlich, nein, ich sage noch nicht, welcher Film es ist, aber ihr wisst es ja, jede zweite Classics-Folge ist Steady-inklusiv und die wir heute aufnehmen, die wird wieder umsonst sein. Dann machen wir am Wochenende, nehmen wir noch eine schöne Weihnachtsfolge wieder für euch auf, die kriegt ihr wieder vom Corby und von mir. Und was soll ich noch sagen? Sonst gibt es eigentlich nichts mehr zum Sagen. Ansonsten, wir hören uns dann nächste Woche wieder und sehen uns auch nächste Woche wieder. Ich sage danke an alle, die zugeschaut haben. Potatoes gehen raus an euch. Danke an die Spende und bleibt cool. Küsschen auf die Nüsschen. Macht's es gut. Auf Wiederschauen.